Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. So, das gehört zu einem seriösen Thema. Für die, die das Video gesehen haben, wo wir auf der Baggerweiher waren, da hatten wir ein Interview mit einer Frau, die ganz viel für die Ukraine möchte. Viermal anzufangen, was machen sie für die Ukraine? Zum Beispiel, sie verkaufen T-Shirts. Sie verkaufen Essen aus der Ukraine, das heißt ukrainische Spezialitäten. Haben wir eigentlich selber gemacht. Das ist richtig gut, muss ich sagen. Und sie haben noch Kannerspielsachen. Und eben passend zum Wintermarkt hatten sie auch Glühwein. Und all die Sachen, die hier rankommen, die gehen halt um die Ukraine, respektive und Leute an der Ukraine gespannt, wie wir alle wissen, die op alles Hand an der Ballhülle wo man dugewiese sinn, weil allein schon fir op dat mat dem Thema 4 zu fuhren, do sinn eng rund normaler aktuelle Stand eng 1500 Ersatzgefährer zersteiert gin. An do auch an zu summen abecht mat der dort der Fra an man CGDs sinn 8 Ambulanzen zur Verfügung gestalt gin vum CGDs. Und da blenden wir auch ein Foto an von den Fotos und Ersatzgefährer an, wo zur Verfügungstellung war von den 8 Ambulanzen. So, kommen wir mal zum nächsten Thema, und zwar ukrainische Soldaten, die seit 2 Jahren an der Front kämpfen. Da blenden wir nur eine Reportage für Spiegel an. Eine ukrainische Einheit in der Nähe der Front bei Bachmut. Es ist eiskalt, seit Monaten ist die Lage festgefahren. Wie lange der Krieg noch dauern wird, weiß niemand. Trotz Rückschlägen bleiben die Ukrainer und Ukrainerinnen zwar entschlossen weiterzukämpfen, allerdings sind viele kriegsmüde, auch diese Ehefrauen von Frontsoldaten. Ihre Männer kämpfen zum Teil bereits seit fast 2 Jahren. Wir fordern, dass die Dauer des Dienstes, den die Soldaten leisten müssen, klar definiert wird. Wir hoffen, dass wir und unsere Ehemänner gehört werden. Für sie ist es sehr hart, sie sind erschöpft. 25.000 Soldatenangehörige unterzeichneten diesen Herbst eine Petition. Sie fordern Präsident Selenskyj auf, die Frontkämpfer aus dem Dienst zu entlassen. Doch danach sieht es zeitnah nicht aus. Den Familien fehlen ihre Väter und Partner. Immerhin, in der ukrainischen Hauptstadt sind die Menschen in diesem Winter bisher relativ sicher. Kiew hat sich gewappnet gegen russisches Bombardement. Vor etwa 2 Wochen gab es den massivsten russischen Drohnenangriff auf Kiew seit Kriegsbeginn. 75 iranische Drohnen, von denen die meisten auf die Hauptstadt zielten. Bis auf eine einzige wurden alle abgeschossen. Das ist sicher auch ein Lichtblick für die Menschen hier. Die Flugabwehr funktioniert und die ganz massiven russischen Angriffe auf die Energieversorgung, wie wir sie im vergangenen Winter erlebt haben, gibt es bisher noch nicht. Kiews Soldaten ist es allerdings nicht gelungen, Putins Invasionsarmee entscheidend zurückzudrängen. Frust macht sich nicht nur im Schützengraben breit, auch die Zivilbevölkerung zeigt sich erschöpft. Die Stimmung hier in Kiew ist in diesen Tagen bedrückend. Die Zuversicht und Leichtigkeit, die es im Frühjahr und Frühsommer noch gab, findet man nun so gut wie gar nicht mehr vor. Mit dem Scheitern der ukrainischen Gegenoffensive ist auch den Letzten klar geworden, dass der Krieg noch lange dauern wird. Das spürt man auch hier fernab der Front. Auf die Menschen kommt ein harter Winter zu und auch ein hartes neues Jahr 2024. Wir hatten die Idee gehabt, Madame kennenzulernen. Ja. Und wir haben ein bisschen mit ihr geschwärzt. Und du sagst sie, dass sie als Spendelink geht, wo wir eine Videobeschreibung packen, wie die für Spenden wollen. Voilà, und noch, da könnt ihr dann, wann der gespannt hat, respektive während der Spende, da könnt ihr auch da GZ-Studio dran schreiben. Und so, dass da für die Saison, dass davon auskommt. Und auch für die, die gespannt haben, also auch gerne ausschreiben, dass da gespannt hat. Das muss auch nicht
einen hohen Betrag sehen, aber nicht 10 € sind. Ich meine, das möchte, da kann immer jeder machen, wenn die Möglichkeit noch holt. Aber wie gesagt, wenn der gespannt hat, auch gerne also schreiben, da können mehr auch ein Merci sagen für all die, die gespannt haben. Und dann noch zum Schluss verliere ich noch die paar wieder. Merci, dass erst die Zeit geholt hat, für dieses Video heute zu gucken, auch wenn das heute nicht das Format ist, was da von uns gewinnt sind. Aber große Merci mal da von mir. Und von mir auch. Voilà, und das war es dann mit diesem Video.